Sucht euch irgendwie eine spirituelle Praxis, etwas, das euch passt. Das kann nicht die Natur sein, ihr könnt in einer Kirche sitzen, irgendwie einmal in der Woche 10 Minuten. Und werdet euch das wirklich bewusst. Also, mein Name ist Cindy Studer-Seiler. Ich arbeite jetzt seit 4 Jahren als reformierte Pfarrerin in der Kirchengemeinde Kellerland mit meinem Mann zusammen. Wir teilen unser Pensum, ich 60%, er 100%. Mein Bezug zum Tod, ich möchte eigentlich schon sehr früh anfangen, beziehungsweise das ist ein Thema, das mich interessanterweise eigentlich schon mit sehr jungen Jahren beschäftigt hat. Und ich mag mich erinnern, ich glaube, das hat schon so ein bisschen angefangen, vielleicht mit 8, 9, 10, dass ich mir da schon sehr viele Gedanken darüber gemacht habe. Okay, wir sterben, ich werde irgendwann sterben. Es hat dort noch keinen Anlass gegeben, also ich bin nicht irgendwie konfrontiert worden mit einem familiären Tod. Aber für mich ist das wie so ein Thema gewesen, das mich fasziniert und beschäftigt hat und mir auch sehr viel Angst gemacht hat. Weil wenn man sich wirklich ganz tief auf die Frage einlässt, auch ich konkret bin irgendwann nicht mehr da, dann hat das weiss ich noch, in diesem Alter in mir sehr viel Angst ausgelöst. Ich erlebe es manchmal in meinem Beruf, dass auch ein Leben, wo, sage jetzt mal, ein junger Tod, vielleicht 40, vielleicht schon mit 20, auch so ein Leben kann schon so einen Impact haben, so Auswirkungen haben auf andere, dass es wie auch, ich weiss nicht, es hat wie gelangt für das Leben. Weißt du, was ich meine? Es ist wie, ob es dann, ich glaube, es kommt gar nicht auf die Tour drauf an. Ich glaube, es kommt auf das drauf an, was du daraus machst in der Zeit, die dir geschenkt wird. Und irgendwann ist sie vorbei und dann hast du dein Job erledigt. So sehe ich das. Und dort kann ich es unter. Das ist für mich eher etwas Gutes, so ein positiver Reminder. Weil die Alternative, ewig leben, wäre für mich eine Horrorvorstellung. Hätte ich keine Lust drauf. Immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Es ist ein Tabuthema. Und dort ist die Frage, was ist es genau? Ist es Angst? Ist es eine Generationenfrage? Wird sich sie jetzt ändern? Ich stelle es vor allem bei den älteren Leuten fest, die reden nicht über ihr Sterben. Die verbuchen das relativ pragmatisch und wollen auch nicht mit der Familie gross über das reden. Wenn wir tabugesellschaftlich gesehen nicht mehr so wie früher. Ich glaube, du lesest viel, aber das eigene Sterben ist das ist, glaube ich, für viele noch ein Tabu. Natürlich habe ich Angst vor dem Sterben. Ich erlebe, wie heute Sterben teilweise vor sich geht. Es gibt ganz tolle Orte, wo der Sterbenden gut geschaut wird, wo ich finde, es ist eine würdevolle Sache. Und ich erlebe halt auch das andere, wo ich es sehr unwürdevoll empfinde. Wo man alte Menschen irgendwie so oder weniger sich ihrem Schicksal überlässt, häufig, wenn sie keine Angehörigen haben und dann irgendwo in einem Zimmer, in einem Pflegeheim oder in einem Spital oder dann irgendwo auf einer Palliativstation so von sich wegsterben. Vor dem Tod habe ich irgendwie auch Angst. Und zwar, ich glaube, ich bin so ein Control-Freak. Ich würde gerne wissen, was passiert. Und das ist jetzt einfach etwas, da werde ich nie wissen, egal wie viel dass ich studiere und egal wie viel dass ich mich spirituell auf den Weg begebe, wie es letztlich wird sein, weiss ich nicht. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal an einen Punkt ankomme, wo ich auch dem Tod gelassen entgegenschauen kann. Und an einen Punkt ankommen, wo ich sagen kann, es ist der Lauf der Dinge, es gehört dazu, es gehört bei jedem Menschen dazu, es gibt keine Ausnahme. Aber ich muss sagen, der Gedanke von dem, ich bin nicht mehr da, von dem, ja, und dann, wo bin ich? Bin ich überhaupt irgendwo noch? Bin ich nie mehr? Wenn ich neu bin, wie ist denn da dort? Wenn ich nie bin, ja, ist mir da wirklich gleich?
oder nicht. Also das ist so ein bisschen auch dort, muss ich sagen, ich finde das sehr, sehr, sehr unheimlich, so sich das vorzustellen, wenn man einfach nicht mehr da ist und das Leben geht irgendwie weiter. Und ich finde das ein bisschen komisch. Ja. So meine Traumvorstellung ist ja, ich möchte mal so als alte, weise Frau sterben. Und auf das möchte ich arbeiten. Und ich glaube auch, für das musst du etwas machen. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und so die tickende Zeit im Hintergrund, wo du weißt, du kannst das nicht ewig rausschieben, das zwingt mich irgendwo durch auch dazu, an mir und eben an dieser alten, weisen Frau, die entstehen soll, zu arbeiten. Und das sehe ich eigentlich als positiv. Ich denke, sehr ein prägendes und sehr ein intensives, für mich ideales, schönes Sterben, das war das Sterben von meinem Großvater. Meine Großmutter hat ihn gepflegt bis am letzten Tag. Wir sind, als er gestorben ist, die ganze Familie um sein Bett gestanden. Er ist wirklich, es ist eben nicht das passiert, wir gehen zum Zimmer raus und er stirbt, sondern er ist vor uns eingeschlafen, vor uns gestorben. Und ich mag mich noch erinnern so an das letzte Lächeln. Irgendwie, er hat ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Das war das Letzte. Klar, nachher sind dann die Atemklicker gekommen, das, was dazugehört zum Sterbeprozess. Aber das Letzte war ein Lächeln. Ein zweites schönes Erlebnis war, das ist kürzlich eine Abdankung, die ich machen durfte. Das ist jetzt, das eine ist persönlich, das andere ist jetzt mehr aus beruflicher Sicht. Ich konnte eine Familie begleiten, wo die Mutter Suizid gemacht hat. Sie hat 3 Kinder, das jüngste 18. Sie hat sich das Leben genommen und ich konnte dieser Familie beistehen. Und dort habe ich irgendwie gemerkt, in diesem Beruf und wenn du einfach so ein Händchen dafür hast, mit Menschen in diesen Situationen umzugehen und sozusagen alles zuzulassen, an Gefühl, an Wut in dieser Situation auf die eigene Mutter, an Enttäuschung, an wieso hast du uns im Stich gelassen, dass das einfach alles darf auf den Tisch kommen, darf ausgesprochen werden. Ich habe das sehr, sehr heilend erlebt. Und ich glaube, darum ist das auch für mich, der Pfarrberuf, so wichtig. Und dass er so gestaltet wird, eben, dass man der Familie das Gefühl gibt, jeder hat andere Gefühle in sich und es sind alle okay. Und sprechen sie aus, weil dann ist schon viel, es führt einfach zu sehr viel Luft. Und ich denke, gerade bei Suizid, wo noch ganz viele andere Sachen mit hineinspielen, ist das etwas gewesen, wo ich irgendwie gemerkt habe, durch die Art und Weise, wie ich dort war, die Gespräche die gehen immer 3-4 Stunden und man hat immer mehr Vertrauen in mich und da kommen ganz viele Sachen aus, ganze Familiengeschichten und sehr viel, was halt passiert ist und der Vorlauf vom Ganzen und wie schwierig das es war. Und ich glaube, schon nur über das zu reden und sich so dann auch teilweise Schuldgedanken, häufig, die können einfach anzulegen und sagen, so ist es jetzt. Ja, so die schlechten, die üblen Geschichten jetzt zum Sterben, das sind für mich eigentlich mehr dann andere Sachen, die mich beschäftigen. Nicht, dass die Person gestorben ist, sondern was ich schade finde manchmal, und das knüpft vielleicht so ein bisschen an die Frage, ja, wie sehr setzen sich heute Menschen noch mit Sterben auseinander? Wenn sie einfach nur alt und gesund sterben oder sehen sie das also ein bisschen als Entwicklungsprozess? Was ich häufig halt erlebe, und das stimmt mich traurig, dass ein paar Jahre lang zusammen sind, aber sich eigentlich schon seit 10 Jahren nichts mehr zu sagen haben. Und das schockiert mich fast noch mehr, wie jetzt irgendwie ein Suizid, der ja recht schockierend ist. Aber das finde ich dann schlimm, wenn man manchmal das Gefühl hat, eigentlich ist Mann, Frau fast froh, ist Ehemann, Frau gestorben. Ist jetzt ein grosses Wort, froh, aber ja, so eine innige Beziehung hat man nicht mehr gehabt, die letzten paar Jahre. Und das finde ich eigentlich dann, das ist schlimm. Das finde ich jetzt schlimm, persönlich.
Take-Home-Message. Spontan jetzt, wo ich irgendwie mitgeben will, ich finde ganz wichtig, redet mit der Familie, wenn es so weit ist, über euren Tod. Redet damit, wenn ihr eine Diagnose habt, wo ihr wisst, es geht am Ende zu. Redet. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Redet noch, solange ihr lebt. Ich glaube auch, setz dich mit deinem eigenen Tod wirklich intensiv auseinander. Also ich weiß auch nicht, meditiere darüber, geh in Auszeiten, mach dir bewusst, nicht nur alle anderen rundherum sterben, sondern auch du irgendwann stirbst. Und ich glaube, da kann man nicht genug früh anfangen damit, weil ich glaube, in unserer Gesellschaft werden wir immer wieder verführt zu ganzen Haufen Sachen, die angeblich wichtig sind, die, denke ich, auch wichtig sind, aber wenn es ums Letzte geht, null Relevanz mehr haben. Wie viel Geld das noch oben ist, was für Karriere das man gemacht hat, das hat für die meisten am Schluss ist nicht mehr wichtig. Das meiste, was ich höre, hätte ich vielleicht ein bisschen weniger arbeiten sollen, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr in der Kindererziehung partizipieren sollen. Vor allem hätte ich vielleicht ein bisschen mehr mein Leben einfach geniessen sollen.